über mich erklären, weil ich dachte, viele sind auf meinem Channel, auf meinem YouTube-Channel neu draufgekommen. Und dann dachte ich mir so, vielleicht erzähle ich auch mal was über mich, damit auch etwas weiß, wie alt ich bin. Erster Punkt auf der Liste ist ruhig schüchtern, nachher aufgedreht. Ja, weil das wohl meinen könnte. Es ist so, wenn ich zum Beispiel eine Person nicht kenne oder einfach nicht kenne, eine Person nicht kenne, bin ich eigentlich sehr ruhig, sehr zurückhaltend und halt auch nicht offen. Aber wenn man mich eigentlich kennt, bin ich total aufgedreht und lieb und zu. Ich bin total. Also ich bin für meine Freunde aufgedreht, ich bin laut, ich singe, ich tanze, ich flippe aus. Das komplette Gegenteil, was man am Anfang von mir kennt eigentlich. Der zweite Punkt ist, ich mag Musik. Ja. Ich mag Musik, ist gut gesagt. Sagen wir es so. Mein Tag kann eigentlich nicht anfangen oder auch nicht enden, wenn ich nicht Musik gehört habe. Wisst ihr, man schaut YouTube-Videos mit Musik und so. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, nicht das Gefühl, wie sagt man das? Genau, ich habe das Bedürfnis, einfach irgendwie Musik zu hören oder wenn ich weiß, zum Beispiel heute, wir sind weggegangen, weil ich muss weggehen, ich muss anziehen oder ich muss zum Beispiel mein Zimmer aufräumen, Musik an und aufräumen, anziehen, weggehen, wenn ich dann weggehe, Musik aus. Musik ist für mich, wenn ich an einem Tag Musik höre, bin ich total komisch und schlecht gelaunt. Ich kann nicht ohne Musik. Ich kann den Tag einfach nicht überstehen, wenn ich keine Musik gehört habe. Ich bin unerträglich, wenn ich keine Musik gehört habe. Ich kann nicht ohne Musik. Also, dritter Punkt. Wahrscheinlich haben sich viele gefragt, wie alt ich bin. Ich bin 16 und ich habe Geburtstag am 10. Juni. Ja. Mal so viel zu dem. Ich bin 16 und ich habe am 10. Juni Geburtstag. Ich werde 17. 2017 werde ich 17. Wow. 2018 werde ich 18. Ja. Der vierte Punkt. Vergesslich und tollpatschig. Oh ja, oh ja. Vor allem, wenn ich in meinem Handy YouTube-Videos gucke, bin ich total vergesslich. Es gibt tatsächlich Tage, an denen man mir was sagt, zum Beispiel, mach dies und das. Dann bin ich kurz abgelenkt. Und dann fragt mich zum Beispiel meine Freundin oder meine Schwester oder meine Mutter, hast du es gemacht? Ich so, hä, was habe ich gemacht? So, hä? So, was soll ich machen? Du solltest zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen. Und ich so, hä, hast du das gesagt? Sie so, ja, ich hab dir gesagt, du sollst es machen. Und ich so, ups. Ja. Tollpatschig. Es ist so. Ich bin tollpatschig. Manchmal kann es sein, dass ich zum Beispiel einfach random jemanden reinlaufe oder fast auf die Schnauze fliege oder einfach so einen Krampf bekomme. I don't know. Tollpatschig beschreibt mich halt schon irgendwie so. Ich laufe in Leute rein. Ich habe so oft Unfälle. Zum Beispiel gestern wurde ich. Naja. Fünfter Punkt. Ich liebe Tiere. Ja, ich liebe Tiere. Egal was es ist. Ich liebe Hunde, ich liebe Katzen, ich liebe Hasen, ich liebe Pferde, ich liebe Delfine, Tiger, Wölfe. Ich liebe alle Tiere fast. Fast. Und damit sage ich, genau. Der fünfte Punkt ist, fünfter Punkt. Sechster Punkt ist, ich liebe, also was ich allgemein liebe. Also, jetzt eine lange Liste. Ich liebe Gronkh. Also ich liebe den YouTuber Gronkh und Izzy und ich liebe die Cimorelli-Schwestern. Das ist meine absolute Lieblingsband. Sonics liebe ich auch sehr, aber halt nicht alle Lieder. Und wenn ich sonst noch liebe ist, ich liebe Dead Adam. Dead Adam. Die drei sind meine Lieblingsbands. Ich liebe also Cimorellis passt auch. Kennt ihr Pandoria? Die liebe ich auch sehr. Ich finde, sie sind ein großartiges Paar.
Oh, und ich liebe meine La Familie Gruppe. Viele, die den Raum kennen, kennen auch sicher den Begriff La Familia. Und ja. Und also sagen wir es mal so, La Familia, diese Gruß geht an euch. Und ich glaube, wenn ich diese La Familia nicht kennengelernt hätte, wäre mein Leben nicht so toll und aufschlussreich. Und ich liebe meine La Familia WhatsApp-Gruppe einfach sehr. Grüße gehen auch auf dich raus, an euch raus, liebe La Familia WhatsApp-Gruppe. Und ich mag euch sehr, ich liebe euch. Ohne euch wäre mein Leben ein bisschen langweiliger. Oh, und ich liebe es. Ich würde so gerne überall hinreisen. Also, ja. Ich war schon in verschiedenen Städten. Ich bin schon sehr oft geflogen, aber nicht so oft. Also, ich sag's einfach mal. Also, ich war ja schon mal in Spanien und ich war schon mal in Brasilien. Also nicht Brasilien, São Paulo, sondern Brasilien, Rio de Janeiro. Da war ich. Meine Verwandten besucht. Und ja, da fliegst du halt 11 Stunden. 11 Stunden fliegst du da halt. Und wisst ihr, was mein größtes Traumland wäre? Wirklich mal, also mein größter Traum wäre es mal in die USA zu fliegen. Egal wo, einfach in die USA und vielleicht mal die Golden Gate zu sehen. Es wäre einfach mal Traum, in die USA die Golden Gate zu sehen. Die Freiheitsstatue von New York. Und ich würde einfach so gerne die USA sehen. Ich würde auch gerne Nashville, Tennessee sehen. Ich würde alle Länder in der USA gerne sehen. Unbedingt. Das ist mein größter Traum. Ja. Und ich würde auch gerne mal ich würde gerne auch mal nach Kanada fliegen, weil ich liebe Kanada. Meine Tante ist dort aufgewachsen, hat dort eine Ranch. Und der 7. Punkt passt gut dazu. Ich bin halb Brasilianerin. Ja, meine Mutter ist aus Rio de Janeiro und hat dort auch Verwandte. Darum bin ich dorthin geflogen. Und mein Vater kommt eigentlich hier aus der Schweiz. Also Schweiz, sagen wir mal, ein bisschen weiter oben als da, wo wir. Der 8. Punkt. Lieblingsessen und Lieblingswort ist das. Mein Lieblingsessen, ich weiß nicht, wie man das bei euch sagt, aber bei uns heißt es Kartoffelstock. Ich weiß nicht, wie es bei euch heißt. Also Kartoffelgratin oder wie auch immer das nennt. Keine Ahnung. Kartoffelbrei oder Kartoffelgratin, keine Ahnung, wie das bei euch heißt. Bei uns heißt es Kartoffelstock. Und ich liebe das Wort Shish. Keine Ahnung warum. Irgendwie so. Shish. Ich sage das einfach. Ich bin sehr gefühlvoll. Und wie gesagt, ich bin für meine Freunde immer da. Wenn ich sehe das, also ich merke sofort, wenn eine Person traurig ist. Ich merke einfach sofort, wenn zum Beispiel meine beste Freundin, ich merke sofort, wenn es ihr schlecht geht, wenn sie traurig ist. Und sie merkt das auch bei mir und ich bin einfach mega gut zu meinen Freunden. Ich schaue immer zu meinen Freunden, dass es ihnen gut geht und dann, also ich schaue eigentlich mehr für meine Freunde, wieder für mich. Das ist eigentlich doof, aber ich bin ein Mensch, der mehr zu seinen Freunden guckt als zu sich selber. Ja. 10. Haustiere. Ich habe eine Katze und einen Hasen. Sieht so aus wie Garfield. Ist so verfressen wie Garfield. Und ist genauso fett wie Garfield. Aber unsere Katze heißt nicht Garfield, sondern Tigerli. Aber wir nennen ihn Tiger oder fast 18 Jahren. Oder ja, der Hase ist fast 18. Dieser Hase hat mit uns fast 18 Jahre miterlebt. Weil dieser Hase hat auch mit uns diesen Umzug mitgemacht. Und als wir in die Ferien gingen, unsere Katze ist 13, wird im August 14. Und er ist eigentlich noch topfit, außer dem einen Unfall, den er mal hatte. Aber das kann ich als Storytime-Video erzählen, wenn ihr es wollt. Und ja, unser Hase ist 18 Jahre jetzt bei uns, weil wir haben ihn geholt. 2010, 2011 kann es sein. Da haben wir noch weiter oben gewohnt und dann hatten wir den Hasen zusammen. Wir hatten 2 Hasen
Und der eine ist dann gestorben, dann hatten wir diesen Hasen. Und dann hatten wir 4 Hasen. So hatten wir so einen braun-weißen, einen schwarz-weißen und den grauen hatten wir. Und dann hatten wir, glaube ich, noch einen. Ich weiß noch, dass der schwarz-weiße hieß Angelo und an dem braunen Hasen, seinen Namen kann ich mich nicht erinnern. Aber der graue Hase heißt Fritzli, ja. Den glaube ist nicht von mir. Das ist meine Schwester. Der Hase gehört eigentlich meiner Schwester. Ja, ich habe eine Schwester, okay. Die ist 9. Ja. Was kann man noch dazu sagen? Also den Hasen haben wir seit 2010, 11. Haben in unserer oberigen Wohnung 9 Jahre gewohnt. Dann wurden wir rausgeschmissen. Das kann ich sonst auch nochmal in einem Storytime-Video erzählen, wenn ihr es wollt. Naja, es ist eigentlich eine recht traurige Geschichte. Und schreibt, wenn ihr diese Geschichte hören wollt. Ja, sind hier auch bald 8, 9 Jahre drin. Diesen alten. Ja. Was ihr wissen wollt, warum das komisch ist, da könnt ihr nochmal fragen, wenn ihr ein Storytime davon wollt, okay? Ja, ihr solltet sich nicht, das ist voll viele Werbung für ein weiteres Storytime-Video, wo sie labern kann. Nein, es ist nicht so, falls ihr euch einfach für diese Stories interessiert, zum Beispiel wie und warum wir rausgeschmissen wurden oder warum wir zum Beispiel umgezogen sind, weil dies und das war oder warum, keine Ahnung, oder zum Beispiel was mit meiner Katze passiert ist, warum das war, wieso, was da passiert ist. Also falls ihr wissen wollt, was mit dieser Geschichte ist. Weil er hatte mal einen Unfall, sage ich mal so. Er hatte einen Unfall und da war ein Tag weg und dann ging es mir in einem Storytime. Und das mit der Umziehgeschichte, falls ihr es wissen wollt, kann ich euch ein Storytime-Video davon machen. So, das waren ein paar Fakten über mich, glaube ich. Alleine. Hatte keine Freundin zu. Das könnte ich euch glaube auch nochmal erzählen, ein Storytime-Video, wenn ihr das wollt. Januar 2013 wurde diese Seite zum ersten Mal geöffnet mit dem Kanal Pferdezumba-Girl. Und dann hatte ich diesen Kanal gelöscht. Und ich bin wirklich auf YouTube seit Februar 2013. Hatte einen Kanal, den gelöscht, habe dann etwa 4-5 Jahre lang nichts mehr auf den gepostet. Und jetzt habe ich angefangen, irgendwann 2016 habe ich angefangen, da kam mein erstes Video. Und ich hatte 9 Abonnenten und ich wollte einfach nur mal ein fettes Danke an euch raushauen, weil und an meine La Familia, weil die hat mir auch geholfen, die hat überall gesagt, folgt ihr, das ist so gut, dies und das. Und ihr könnt gerne die Sachen kommentieren, euch später angucken und ich bin einfach so stolz, weil auf diesen stolz. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass mein eigenes Lied so gut bei euch ankommt und zwar habe ich dieses Lied selbst geschrieben, aufgenommen. Also dieses Lied kommt von mir und das Lied kommt wirklich von Herzen und das Lied bedeutet mir auch sehr, 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 sehr viel. Ich habe es selbst auf der Gitarre, ich habe es zuerst selbst geschrieben, dann habe ich es selbst aufgenommen und selbst auf der Gitarre gespielt und auch aufgenommen. Also ich kann dieses Lied auf meiner Gitarre spielen, da hinten ist, also da ist meine Gitarre. Ich kann das mit diesem Lied spielen und das Lied heißt Cold Heart und ich hoffe, das Lied kann vieles über mich sagen, weil dieses Lied erklärt einfach das, was in meinen vielen, vielen Jahren passiert ist, was mich bedrückt. Dieses Lied kommt einfach von meinem Herz aus und ich habe meinen ganzen Herzschmerz da reingesteckt und ich hoffe, das Lied, also ich bin erstaunt, wie gut das Lied so vielen gefällt. Aber klar, sagen dann so, dies und das, Aufnahme könnte besser sein. Ich bin kein Profi für Musikaufnahmen oder Selbstschreiben oder Sound, Musiksound. Ich habe es einfach selber geschrieben und aufgenommen und gespielt. Also sogar mit